Das ist mies und nicht dies bei. Du hast den Kanal nicht abonniert. Mies Beileid. Ein Vogel legt in Ägypten ein Ei in einen Fluss. Ich nenn's Nil-Ei. Pause. Also weisst du, Nil-Ei, will mir jetzt einen Song hören vom Nil-Ei. Endlich ist es ja soweit. Der Mark Galaxy, a.k.a. Nil-Ei, hat den ersten Song rausgebracht. Es ist unglaublich, es fühlt sich an wie Weihnachten, einfach vor Weihnachten, ein Weihnachtsgeschenk, das vor Weihnachten ist. Déjà-vu heisst der Song und es fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Déjà-vu, weil es ist etwa das dritte Comeback von Mark. Die haben den Song wahrscheinlich schon gelost auf Spotify. Wir kennen alle den Song. Ich bin sehr, sehr gespannt aufs Musikvideo. Ich bin sehr gespannt, aber es ist auch ein bisschen ein sad Moment, weil der Mark jetzt einen Song gedroppt hat, sind jetzt all die Memes nicht mehr brauchbar, die man über ihn machen kann. Das ist ein bisschen sad, aber mega geil, er hat durchgezogen. Und jetzt ist der erste Song rausgekommen von dem grossen Nilay-Konstrukt, das in Zukunft noch kommt. Bevor wir ins Video gehen, muss ich aber zuerst mal Danke sagen für 10'000 Abonnenten auf dem zweiten Kanal, Digga. 10'000 Abonnenten auf dem zweiten Kanal. Das ist richtig beschissen. Und danke vielmals an alle Leute, die gestern beim unglaublichsten 12 Stunden Livestream dabei waren auf Twitch mit dem Maelo, mit ganz vielen Schweizer Streamern. Ey, es ist der geilste Stream gewesen, den wir je hatten. Das heisst für alle Leute, die noch nicht auf Twitch sind. Was macht ihr überhaupt? Okay, jetzt. Ja! 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 Jetzt bin ich aber sehr gespannt auf das Musikvideo von Mark. Ich habe gesehen, das ist sehr professionell gefilmt worden. Von dem her, das wird ein Blockbuster und sogar, Leute, diese andere 4K Premium-Qualität, die ich nicht abspielen kann, weil mein Internet zu langsam ist. Geil. Tun. Machen wir schnell. Was ist das für ein Dude da hinten, Digga? Als Kind ist man einfach immer auf diesen Rändchen gelaufen, Digga. Wieder mal ein Tag wie jeder andere, sitz alleine da und versinke in den Gedanken. Sag mir, wie kann ich mein leidende Ego behandeln? Mein Sinn für die Normen ist schon versandet. Jeder schaut mich an, so als könnte er mich nicht raffen. Gefangen im System, all die Menschen sind wie Affen. Bin ein Unikat, man, ihr könnt mich nicht verarschen. Ich bin nicht wie dir und darum möchte ich nicht arbeiten. Lebe für meinen Traum und darum möchte ich nicht schlafen. Glaube an meinen Erfolg, weil ich weiss, dass ich es schaffen kann. Liebe meine Fans, weil sie freuen sich und lachen. Aber schau ich auf mein Konto, sehe ich 72 Klappen. Je weiter deine Sicht, desto grösser ist der Schaden. Alle sind verwirrt und ich löse mich vom Schatten. Seid ihr alle blind, warum kommen die nicht nachher? Das Leben ist ein Trip und wir kommen nie mehr runter. Alles kommt mir hier grad so bekannt vor. So verloren. Okay, man muss sagen, Video, Blockbuster-Qualität ist da. Alles hier kommt mir grad so bekannt. Pupille groß. Ah ja, aha, okay, ich sehe. Hier kommt mir grad so bekannt vor. So verloren auf Der Dude kommt mir wirklich ein bisschen bekannt vor. der Suche nach der Antwort. Mal ist Glück da und manchmal bin ich machtlos. Bin allein gsi und hab selber in die Hand genommen. Und ich mach's mal von vor, bis ich die Krise wieder spür. Kommt mir alles vor wie ein riesen Déjà-vu. Okay, das ist der Baba-Shot. Das ist der Baba-Shot. Der Shot hat mir der Marc auch schon geschickt gehabt. Der Shot, Maschallah, der hübsche, Digga. Schweiß auf der Stirn, weil ich spiel mit dem Feuer, aber immerhin gib ich mir Mühe. Ja, schnuff gut durch, weil ich gebe nicht auf. Spür den ganzen Ich muss sagen, der Marc hat mir das Lied, glaube ich, schon vor 5 Wochen oder 6 Wochen geschickt. Ich glaube schon recht lang her. Also ich habe es schon ein paar Mal hören und ich muss sagen, ich habe den Song beim ersten paar Mal hören nicht so, also ich habe so einen guten Song gefunden, aber nicht einen Song, der gerade reingeht. Aber gerade jetzt, wo er rausgekommen ist, habe ich nochmal mega oft gehört und ich muss sagen, gerade die Pre-Hook mit alles kommt, ja gut, niemand will mich hören singen. Aber das finde ich sehr ein nicer Part und der Song geht auf jeden Fall in den Kopf. Also mittlerweile muss ich sagen, sehr, sehr ein nicer Song. Ich würde sogar sagen, der beste Song, den der Marc je gemacht hat. Also hoffentlich auch, weil es ist der erste Song, den er rausgebracht hat. Sag mir, der einzig mit ein bisschen Vernunft. Hat der Niesen einen Hut, wird das Wetter gut. Hat der Niesen keinen, wird es weinen. Irgendwie sogar das Sprichwort. Irgendetwas liegt in der Luft. Ja. Schloss zu meiner Freiheit ist nicht. Okay.
Nice Shot. Easy zum Knacken, weil ich lebe nach meinen Prinzipien vorbei an den Massen. Manchmal denke ich, euch fehlt auch nicht die Einsicht fürs Ganze. Rede die gleiche Sprache, aber wird gleich nicht verstanden. Habe einen klaren Kopf, akzeptieren was kommt, aber ich bin wieder broke und verdiene nicht genug. Doch jetzt aufgeben wäre schlimmer und drum sage ich, fick auf die Job ist da Vertigo-Effekt, Digga. lieber im Sumpf, weil ich kenne die Geschichte schon von den Leuten, die es geschafft haben. Aus dem Nichts, ohne Halt, ohne Glück, ohne Kraft. Das Universum gibt eine Alles sieht geil aus, wenn es aus seinem Maul so rausdampft, weil es so kalt ist. Chance und du die Tür offen lassen, wenn die wirklich und ganz auf Verrücktheit verlässt. Alles schon mal gesehen, alles schon mal gehört, halt mich für dumm, halt mich für gestört. Ist mir so egal. Ist mir so egal, weil ich behalte meine Seele, behalte meine Würde. Ja, dann bin ich halt chli bedrückt, halt chli verrückt, ey, fuck! Alles hier kommt mir grad so bekannt vor, so verloren auf der Suche Den Teil finde ich sehr geil. Der Part, wirklich, das ist mein Lieblingspart vom Song. nach der Antwort. Mal ist Glück da und manchmal bin ich machtlos. Crow Hoodie. Bin allein gsi und hab selber in die Hand genommen. Und ich mach's am Anfang vor, bis ich die Krise wieder spür. Kommt mir alles vor wie ein riesen Déjà-vu. Schweiß auf der Stirn, weil ich spiel mit dem Feuer, aber immerhin geb ich mir Mühe. Ja, schnuff gut durch, weil ich gebe nicht auf. Spür den ganzen Druck schon wieder tief in der Brust. Sag mir jeder einzig mit der Also, was mir schon ein bisschen aufgefallen ist bei Marc, auch bei den YouTube-Songs, die er gemacht hat und sonst, was ich so ein bisschen gehört habe, es geht immer so ein bisschen, also das Hauptthema ist jetzt auch wie bei dem Song, immer so ein bisschen, dass er das macht, was er will, ohne auf andere zu hören. Also ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, das ihn mega beschäftigt oder irgendwie jetzt viele Leute zu ihm gesagt haben, yo, mach etwas anderes oder wieso hast du die Schule abgebrochen oder so. Also ich habe das Gefühl, das ist ein safes Thema, das ihn mega beschäftigt, weil soviel ich weiß, ist das auch schon in den Roast Yourself Challenges drin gewesen und in anderen Songs, die er gemacht hat. Also wirklich so das Thema, yo, ey, ich mache das, was ich mache, weil es mir Spaß macht und ich mache lieber das, was mir Spaß macht, anstatt viel Geld zu haben und so. Das kommt immer wieder raus bei seinen Songs. bisschen Vernunft, irgendetwas liegt in der Luft. Und ich mach's am Anfang vor, bis ich die Krise wieder spür. Kommt mir alles vor wie ein riesen Déjà-vu. Schweiß auf der Stirn, weil ich spiel mit dem Feuer, aber immerhin geb ich mir Mühe. Aber die Shots, Digga, absolut hässlich. Ja, schnuff gut durch, weil ich gebe nicht auf. Spür den ganzen Druck schon wieder tief in der Brust. Sag mir jeder einzig mit ein bisschen Vernunft, irgendetwas liegt in der Luft. Ja. Nice, 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 nice. Der Shot sieht heftig aus, finde ich. Der sieht heftig aus. Okay, Nilay, Déjà-vu, der erste Song. Wir müssen jetzt auch mal Props geben, Marc. Der Schritt, den er gemacht hat, vom YouTuber weg zu einem Musiker oder vielleicht dann auch Halb-YouTuber. Ich weiß nicht genau, was er in Zukunft vorhat. Auf jeden Fall jetzt mal Musiker als Nilay. Er ist auf jeden Fall ein krasser Schritt. Schon nur, dass er den Namen Marc Galaxy einfach wie er weggethrowt hat, obwohl der recht gross war. Es ist jetzt nicht ein Musikvideo gesehen, wo eine grosse Story hatte oder so. Es hat mehr so Shots gehabt, die er mitgesungen hat. Ein bisschen wie bei der YouTube-Seite auch, von der Qualität her viel besser. Aber am Schluss kommt es auf den Song drauf, auch nicht aufs Musikvideo. Aber ey, Digga, also man muss hure respekten, was man macht. Und schreibt dir sehr gerne mal in den Kommentar, wie ihr den Song findet. Findet ihr den Song nice, findet ihr ihn nicht nice? Ich finde ihn wirklich sehr, sehr nice. Geht zum Nilay, supportet der Dude. Ich sage ihm noch Marc. Für mich ist es mega schwierig, auch hure objektiv auf die Songs zu schauen, weil der Marc ist für mich halt einfach, auch wenn ich ihn persönlich kenne, der lustige Dude. Und dann ist es für mich manchmal schwierig, um die Songs ein bisschen einzuordnen. Weil wenn man ihn privat kennt und so, und dann so die Songs hört, dann es gibt ja immer so ein bisschen einen Unterschied. Ich finde es sehr, sehr geil, dass er jetzt am Start ist und ich bin gespannt auf die nächsten Songs. Und vor allem habe ich jetzt Musik, die ich im Stream abspielen kann, ohne dass ich copyrighted wird, Digga. My